Donnerschlag. Gedankenstoß und Inspiration. Ein Angebot von der Metal Church. Der heutige Donnerschlag vom Flo. Über die Weihnachtstage bin ich bei meinen Eltern. Ich bin vor dem Fernseher gehockt und habe das Fernsehprogramm durchgeblättert. Und auf einem Sender, da bin ich stehen geblieben. Gerade in dem Moment hat die Pressekonferenz vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angefangen. Er hat die Einführung des Corona-Impfstoffs im gesamten EU-Raum angekündigt. Am Spahn seine Rede an dem zweiten Weihnachtstag ist wie eine ersehnte und errettende Botschaft zu der anhaltenden Pandemie und ein Aufatmen von dieser Krise gewesen. Du hörst jetzt einen Ausschnitt davon. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen zuerst einmal frohe Weihnachten in dieser herausfordernden Zeit. Heute ist der zweite Weihnachtstag, der Tag, an dem wir in normalen Jahren mit unseren Familien zusammen sind, an dem wir vielleicht ausschlafen, in die Kirche gehen, feiern. Aber Weihnachten in Corona-Zeiten ist kein normales Weihnachten. Deutschland und ganz Europa ist von der schwersten Pandemie seit über 100 Jahren betroffen. Das wollen wir beenden und das werden wir beenden, denn es gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können. Diese Nachricht sollte uns Mut machen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass dieser Impfstoff in Deutschland entwickelt wurde, macht mich stolz. Und dass das Forscherteam und vor allem Forscherpaar Özlem Türeci und Ugur Şahin eine bemerkenswerte und zwar auch eine bemerkenswert erfolgreiche Einwanderungsgeschichte erzählen können, das darf uns auch als Nation stolz machen. Das ist ein hoffnungsvoller Tag für Europa. Der Herbst und der Winter und auch das Weihnachten des kommenden Jahres sollen nicht mehr im Zeichen dieser Pandemie stehen. Die Corona-Impfung ist ein Angebot. Sie ist kostenlos und sie bleibt freiwillig. Aber wir haben ein klares Ziel vor Augen. Wir wollen so viele Menschen impfen, dass das Virus keine Chance mehr hat. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Heute sollten wir besonders an die denken, die Weihnachten nicht feiern können. Die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, all diejenigen, die in den Kliniken und auf den Intensivstationen um das Leben ihrer Corona-Patienten kämpfen. Ja, 7,5 Minuten hat der Jens Spahn geredet. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, was Jesus im Kern bedeuten tut, nämlich Gott rettet. Seine Rede konnte eine Predigt gleichkommen. Auch ist Jens Spahn ein gläubiger Katholik, steht zu seinem Glauben wie auch zu seiner Homosexualität. Mich hat sein Auftreten an dieser Pressekonferenz sehr überzeugt. Auch seine Worte, die er gewählt hat, haben im Kern für mich eine christliche Hoffnung und eine Botschaft gehabt. Tue ich hier ein paar Begriffe ersetzen, wie Jesus für Impfung, Retten für Impfen und Teufel für Virus, kommt eine christliche Botschaft zum Vorschein. Das alles zusammengefasst, wer Jesus ist und was das Leben mit Jesus für einen Unterschied macht, nämlich gerettet. Unser Leben in Jesus Hände zu legen, auch das ist freiwillig und kostenlos. Er zwingt uns nicht dazu und stellt auch keine Forderungen. Das ist Gnade. Dennoch gibt uns Jesus einen Auftrag, so viele Menschen die frohbringende Botschaft, nämlich das Evangelium, zu verkünden. Du und ich sind gefordert, zu unserem Glauben zu stehen, davon zu erzählen, danach zu leben und auch um Verzeihung zu bitten. Schmerzen auszuhalten und Fragen, auf die wir keine Antwort haben, auch mal unbeantwortet zu lassen. Danke fürs Zuhören, seid gesegnet und bis gleich.